Фразы для экзамена уровень А2, Б1. Каждую фразу мы проговариваем несколько раз громко и отчетливо, увеличивая с каждым разом скорость говорения. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку немецких издательств. Проверьте себя, насколько вы готовы к сдаче экзамена. Выделенные слова красным цветом необходимо заучить. Мы были на вокзале вовремя, но потом поезд опоздал. Wir waren pünktlich am Bahnhof, aber dann hatte der Zug Verspätung. Wir waren pünktlich am Bahnhof, aber dann hatte der Zug Verspätung. Der Zug hatte Verspätung. Дословно можно перевести как поезд имел опоздание. Но потом поезд имел опоздание. Или мы можем перевести как потом поезд опоздал. Wir waren pünktlich am Bahnhof, aber dann hat der Zug Verspätung. У меня сейчас много дел. Тогда я не хочу больше тебя беспокоить. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Dann will ich nicht länger stören. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Dann will ich nicht länger stören. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Dann will ich nicht länger stören. Если не будет дождя, тогда мы придем. Wenn es nicht regnet, dann kommen wir. Wenn es nicht regnet, dann kommen wir. Wenn es nicht regnet, dann kommen wir. Он смог очень хорошо объяснить проблему. То есть глагол darstellen, прямой перевод, изображать. То есть тут тоже можно сказать, он хорошо изобразил проблему. Konnte das Problem sehr gut darstellen. Konnte das Problem sehr gut darstellen. Konnte das Problem sehr gut darstellen. Ваша книга содержит четкое изложение этих проблем. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Рика сказал мне, что тоже придет на вечеринку.
Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Где ты сохранил файл? Wo hast du die Datei gespeichert? Wo hast du die Datei gespeichert? Wo hast du die Datei gespeichert? Какое сегодня число? Welches Datum haben wir heute? Welches Datum haben wir heute? Дословно, какое число мы имеем сегодня? Welches Datum haben wir heute? Не забудьте дату и подпись. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Мне нужно больше данных о вас. Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen. Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen. Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen. У нас есть все ваши данные в компьютере. Wir haben alle Ihre Daten im Computer. Wir haben alle Ihre Daten im Computer. Пока у вас жар, вы должны оставаться в постели. Solange Sie Fieber haben, müssen Sie im Bett bleiben. Solange Sie Fieber haben, müssen Sie im Bett bleiben. Одиннадцать процентов населения родились не внутри страны. 11% der Bevölkerung wurden nicht im Inland geboren. 11% der Bevölkerung wurden nicht im Inland geboren. Прежде чем мы уйдем, я хотел бы съесть что-нибудь. Bevor wir gehen, möchte ich noch etwas essen.
Bevor wir gehen, möchte ich noch etwas essen. Я едва могу двигаться из-за боли. Ich kann mich vor Schmerzen kaum noch bewegen. Ich kann mich vor Schmerzen kaum noch bewegen. Я больше не могу пошевелить пальцем. Ich kann meinen Finger nicht mehr bewegen. Ich kann meinen Finger nicht mehr bewegen. Вам нужно больше движений. Вам необходимо регулярно гулять. Sie brauchen mehr Bewegung. Sie müssen regelmäßig spazieren gehen. Sie brauchen mehr Bewegung. Sie müssen regelmäßig spazieren gehen. Мы можем доказать, что вы проехали на красный свет светофора. Wir können beweisen, dass Sie bei Rot über die Ampel gefahren sind. Wir können beweisen, dass Sie bei Rot über die Ampel gefahren sind. Есть ли у вас доказательства этого? Haben Sie dafür Beweise? Haben Sie dafür Beweise? Я подал заявление на эту должность. Ich habe mich um diese Stelle beworben. Ich habe mich um diese Stelle beworben. Я подал заявление на должность официанта. Ich habe mich als Kellner beworben. Ich habe mich als Kellner beworben. Куда мне следует отправить заявление? Wohin soll ich meine Bewerbung schicken? Wohin soll ich meine Bewerbung schicken? Поможешь мне с моим заявлением? Hilfst du mir bei meiner Bewerbung? Hilfst du mir bei meiner Bewerbung? Поезд идет до Цюриха.
Der Zug geht bis Zürich. Я провожу тебя до метро. Ich begleite dich bis zur U-Bahn. Мы пробежали по всему парку. Wir sind durch den ganzen Park gelaufen. Мы шли все время вдоль реки. Wir gingen die ganze Zeit den Fluss entlang. Она ударилась об стол. Sie stieß gegen den Tisch. Все стояли вокруг стола. Alle standen um den Tisch. Мы летим из Гамбурга в Париж без пересадок. Wir fliegen ab Hamburg direkt nach Paris. Извините, господин Шмидт все еще на совещании. Tut mir leid, Herr Schmidt ist noch in einer Besprechung. Tut mir leid, Herr Schmidt ist noch in einer Besprechung. Компания письменно подтвердила мне дату. Die Firma hat mir den Termin schriftlich bestätigt. Die Firma hat mir den Termin schriftlich bestätigt. Я могу подтвердить, что он был здесь. Ich kann bestätigen, dass er hier war. Ich kann bestätigen, dass er hier war.
Мне нужно письменное подтверждение для ведомства. Ich brauche eine schriftliche Bestätigung für das Amt. Ich brauche eine schriftliche Bestätigung für das Amt. Модуль чтения состоит из 5 частей. Das Modul Lesen besteht aus 5 Teilen. Das Modul Lesen besteht aus 5 Teilen. Я сдал экзамен. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden. Мы заказали пиццу. Wir haben Pizza bestellt. Wir haben Pizza bestellt. Меня записали на собеседование на 16 часов. Ich bin für 16 Uhr zum Vorstellungsgespräch bestellt. Ich bin für 16 Uhr zum Vorstellungsgespräch bestellt. Я должен передать вам привет от госпожи Майер. Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier bestellen. Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier bestellen. Нэнси определенно имела в виду не это. Das hat Nancy bestimmt nicht so gemeint. Das hat Nancy bestimmt nicht so gemeint. Тебе нужен конкретный хлеб или определенный хлеб? Möchtest du ein bestimmtes Brot? Möchtest du ein bestimmtes Brot? Слишком быстрая езда строго наказывается. Zu schnelles Fahren wird streng bestraft. Zu schnelles Fahren wird streng bestraft. Здесь у нас используется present passive, wird bestraft. Настоящее время пассива. Как долго длится перерыв? Полчаса. Глагол длится dauern – это слабый глагол. Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde. Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde.
Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde. Вы можете взять книгу на неделю. То есть вы можете одолжить, например, в библиотеке, запись взять. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Продолжительный звонок телефона мешает мне. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Он постоянно болеет, то есть продолжительно болеет. Er ist dauernd krank. Er ist dauernd krank. У нас нет в гостиной лампы на потолке. Im Wohnzimmer haben wir keine Lampe an der Decke. Im Wohnzimmer haben wir keine Lampe an der Decke. Im Wohnzimmer haben wir keine Lampe an der Decke. Могу ли я еще получить одеяло? Мне холодно. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Поможешь мне украсить стол для вечеринки? Украшать, dekorieren. Hilfst du mir, den Tisch für die Party zu dekorieren? Hilfst du mir, den Tisch für die Party zu dekorieren? Hilfst du mir, den Tisch für die Party zu dekorieren? Я думаю, что ты прав. Думать, denken. Ich denke, dass du recht hast. Ich denke, dass du recht hast. Сейчас мы обсуждаем курение. Что вы об этом думаете? Wir diskutieren gerade über das Rauchen. Was denken Sie darüber?
Wir diskutieren gerade über das Rauchen. Was denken Sie darüber? Wir diskutieren gerade über das Rauchen. Was denken Sie darüber? Мне действительно все равно, что обо мне думают люди. Es ist mir ganz egal, was die Leute von mir denken. Es ist mir ganz egal, was die Leute von mir denken. Es ist mir ganz egal, was die Leute von mir denken. Я часто думаю о своей семье. Ich denke oft an meine Familie. Ich denke oft an meine Familie. Ich denke oft an meine Familie. Я думал, что мы могли бы поехать вместе. Ich hatte mir gedacht, dass wir zusammen fahren könnten. Ich hatte mir gedacht, dass wir zusammen fahren könnten. Ich hatte mir gedacht, dass wir zusammen fahren könnten. Я только что от стоматолога. Ich komme gerade vom Zahnarzt. Это машина моей сестры. Das ist das Auto von meiner Schwester. Я предпочитаю жить за городом. Ich wohne lieber außerhalb der Stadt. Этот билет действителен только по городу. Dieses Ticket ist nur innerhalb der Stadt gültig. Птица сидит в клетке. Der Vogel sitzt in dem Käfig.
Мы гуляли вдоль Эльбы. Wir sind an der Elbe spazieren gegangen. То есть дословно an der Elbe– это рядом, у Эльбы. Он живет на Паркпlatz. Er wohnt am Parkplatz. Твой ключ лежит на столе. Dein Schlüssel liegt auf dem Tisch. Собака лежит под столом. Der Hund liegt unter dem Tisch. Среди слушателей были разыграны 3 билета на концерт. Unter allen Zuhörern wurden 3 Tickets für das Konzert verlost. Лампа висит над обеденным столом. Die Lampe hängt über dem Esstisch. Быстро переходите улицу. Geht schnell über die Straße. Мия стоит перед своим отцом. Mia steht vor ihrem Vater. Макс стоит за своей дочерью. Max steht hinter seiner Tochter. Цветы стоят рядом с лампой. Die Blumen stehen neben der Lampe. Она живет в Швейцарии. Sie wohnt in der Schweiz. Завтра мы едем в Швейцарию.
Morgen fahren wir in die Schweiz. Я как раз на почте, в булочной. Ich bin gerade in der Post, in der Bäckerei. Я иду сейчас на почту, в булочную. Ich gehe jetzt zur Post, zur Bäckerei. Сейчас я еду к врачу. Ich fahre jetzt zum Arzt. Положи-ка газету туда, на стол. Leg doch die Zeitung dort auf den Tisch. Вы уже были на Zugspitze? Zugspitze– это название горы в Германии. Waren Sie schon auf der Zugspitze? Подожди меня там у двери. Warte dort an der Tür auf mich. На вокзальной площади есть почта. Am Bahnhofsplatz ist eine Post. Сейчас я иду на вокзальную площадь. Ich gehe jetzt zum Bahnhofsplatz. У окна стоит мой письменный стол. Am Fenster steht mein Schreibtisch. На столе стоит мой ноутбук и под столом принтер. Auf dem Tisch steht mein Laptop und unter dem Tisch der Drucker.
Вам все еще нужно посещать курс. Sie müssen noch einen Kurs besuchen. Sie müssen noch einen Kurs besuchen. Мы хотим купить нашей учительнице подарок. Кто хотел бы принять участие? Wir wollen unserer Lehrerin ein Geschenk kaufen. Wer möchte sich beteiligen? Wir wollen unserer Lehrerin ein Geschenk kaufen. Wer möchte sich beteiligen? Пожалуйста, переведите сумму на наш счет. Bitte überweisen Sie den Betrag auf unser Konto. Bitte überweisen Sie den Betrag auf unser Konto. Кто присматривает у вас за детьми? Wer betreut bei Ihnen die Kinder? Wer betreut bei Ihnen die Kinder? Воспитательница детей очень симпатичная. Die Betreuerin der Kinder ist sehr nett. Die Betreuerin der Kinder ist sehr nett. На этом предприятии работают 10 человек. In diesem Betrieb arbeiten 10 Leute. In diesem Betrieb arbeiten 10 Leute. Незадолго до Рождества в универмагах всегда очень оживленно. Kurz vor Weihnachten ist in den Kaufhäusern immer viel Betrieb. Kurz vor Weihnachten ist in den Kaufhäusern immer viel Betrieb. Лифт работает, не работает. Der Aufzug ist in Betrieb. И второй вариант, когда он не работает, der Aufzug ist außer Betrieb. Der Aufzug ist in Betrieb. Der Aufzug ist außer Betrieb. Производственный совет проинформирует вас о новом графике работы. Der Betriebsrat wird Sie über die neuen Arbeitszeiten informieren. Der Betriebsrat
wird sie über die neuen Arbeitszeiten informieren. Здесь у нас используется будущее время Futur 1. Wird informieren. Я бы никогда не изменил своей семье. Ich würde meine Familie niemals betrügen. Ich würde meine Familie niemals betrügen. Здесь у нас конъюнктив, да? Когда мы переводим частицы бы. Я бы не изменил. Расчет неверен. Официант меня обманул. Die Rechnung stimmt nicht. Der Kellner hat mich betrogen. Die Rechnung stimmt nicht. Der Kellner hat mich betrogen. Если вы водите машину в нетрезвом виде, вы лишитесь водительских прав. Wenn Sie betrunken Auto fahren, verlieren Sie Ihren Führerschein. Wenn Sie betrunken Auto fahren, verlieren Sie Ihren Führerschein. Это место занято. Dieser Platz ist besetzt. Dieser Platz ist besetzt. Я занял 3 места. Ich habe 3 Plätze besetzt. Ich habe 3 Plätze besetzt. Я звонил туда уже 3 раза. Все время занято. Ich habe jetzt schon 3-mal dort angerufen. Es ist immer besetzt. Ich habe jetzt schon 3-mal dort angerufen. Es ist immer besetzt. На отдыхе мы осмотрели дворец Schönbrunn. Im Urlaub haben wir Schloss Schönbrunn besichtigt. Im Urlaub haben wir Schloss Schönbrunn besichtigt. У вашей жены есть собственная машина? Besitzt Ihre Frau ein eigenes Auto? Besitzt Ihre Frau ein eigenes Auto? Мои родители хотели этой поездкой доставить нам особенную радость. Meine Eltern wollten uns mit dieser Reise
eine ganz besondere Freude machen. Meine Eltern wollten uns mit dieser Reise eine ganz besondere Freude machen. Сегодня я увидел особенно дешевое предложение. Ich habe heute ein besonders günstiges Angebot gesehen. Ich habe heute ein besonders günstiges Angebot gesehen. Шторм нанес серьезный ущерб, особенно на юге Германии. Durch den Sturm gab es besonders in Süddeutschland schwere Schäden. Durch den Sturm gab es besonders in Süddeutschland schwere Schäden. Должен ли я позаботиться о билетах? Soll ich die Eintrittskarten besorgen? Soll ich die Eintrittskarten besorgen? То есть здесь речь идет о билетах на концерт или в кино, то есть о входных билетах, Eintritts, о входных билетах, а не о проездных. Нам еще предстоит обсудить, когда именно мы уедем и что возьмем с собой. Wir müssen noch genau besprechen, wann wir losfahren und was wir mitnehmen. Wir müssen noch genau besprechen, wann wir losfahren und was wir mitnehmen. Итак, 15 лет я хотел научиться играть на фортепиано, но тогда у меня не было на это денег. Здесь можно поставить на паузу и пытаться сначала перевести самостоятельно, и даже я советую письменно сделать перевод, а затем можно будет проверить. Mit 15 wollte ich gerne Klavier spielen lernen, aber damals hatte ich kein Geld dafür. Mit 15 wollte ich gerne Klavier spielen lernen, aber damals hatte ich kein Geld dafür. Mit 15 wollte ich gerne Klavier spielen lernen, aber damals hatte ich kein Geld dafür. Поторопись, чтобы мы не опоздали. Mach schnell,
damit wir nicht zu spät kommen. Mach schnell, damit wir nicht zu spät kommen. Дословный перевод: сделай быстро, чтобы мы пришли не слишком поздно. Mach schnell, damit wir nicht zu spät kommen. Что делают этой штукой? Этим можно открывать банки. Was macht man mit diesem Ding? Damit kann man Dosen aufmachen. Was macht man mit diesem Ding? Damit kann man Dosen aufmachen. Was macht man mit diesem Ding? Damit kann man Dosen aufmachen. Сначала мы идем за покупками, потом готовим гриль на балконе. Zuerst gehen wir einkaufen, danach grillen wir auf unserem Balkon. Zuerst gehen wir einkaufen, danach grillen wir auf unserem Balkon. То есть готовим гриль на нашем балконе. Zuerst gehen wir einkaufen, danach grillen wir auf unserem Balkon. Ты ведь знаешь, где находится почта? Прямо рядом с ней есть банк. Du weißt doch, wo die Post ist. Gleich daneben ist die Bank. Du weißt doch, wo die Post ist. Gleich daneben ist die Bank. Du weißt doch, wo die Post ist. Gleich daneben ist die Bank. Я благодарю тебя за приглашение. Глагол благодарить danken. Dankt. Третье лицо единственное число. Dankte. Präteritum. Hat gedankt. Perfekt. После себя, кстати, требует дательный падеж. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir für die Einladung. Я очень благодарен вам за вашу помощь. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe.
Мне нужно еще быстро на почту, а потом я приду. Ich muss noch schnell zur Post, dann komme ich. Ich muss noch schnell zur Post, dann komme ich. Ich muss noch schnell zur Post, dann komme ich. Я хочу знать, чем ты сейчас занимаешься. Ich will wissen, womit du dich jetzt beschäftigst. Ich will wissen, womit du dich jetzt beschäftigst. Спроси его, на чем нам нужно ехать. Frag ihn, womit wir fahren müssen. Frag ihn, womit wir fahren müssen. Ты знаешь, о чем идет речь в этой статье? Weißt du, worum es in diesem Artikel geht? Weißt du, worum es in diesem Artikel geht? Я не понимаю, в чем ты сомневаешься. Ich verstehe nicht, woran du zweifelst. Ich verstehe nicht, woran du zweifelst. Я не понимаю, за что вы меня благодарите. Ich verstehe nicht, wofür Sie mir danken. Ich verstehe nicht, wofür Sie mir danken. Я не понимаю, с чем ты меня поздравляешь. Ich verstehe nicht, wozu du mir gratulierst. Ich verstehe nicht, wozu du mir gratulierst. Ты знаешь, от чего ты отказываешься? Weißt du, worauf du verzichtest? Weißt du, worauf du verzichtest? Он рассказывает мне, о чем он мечтает. Erzählt mir, wovon träumt. Er erzählt mir, wovon träumt. Я не понимаю, за что ты извиняешься. Ich verstehe nicht,
wofür du dich entschuldigst. Ich verstehe nicht, wofür du dich entschuldigst. Расскажи мне, о чем вы так долго говорили. Erzähl mir, worüber ihr so lange gesprochen habt. Erzähl mir, worüber ihr so lange gesprochen habt. Он спросил меня, чем я интересуюсь. Er hat mich gefragt, wofür ich mich interessiere. Er hat mich gefragt, wofür ich mich interessiere. Я позабочусь о том, чтобы все были довольны. Ich werde dafür sorgen, dass alle zufrieden sind. Ich werde dafür sorgen, dass alle zufrieden sind. Не надейся на то, что тебе кто-нибудь будет помогать. Hoffe nicht darauf, dass dir jemand helfen wird. Hoffe nicht darauf, dass dir jemand helfen wird. Я не спрашиваю тебя о том, где ты. Ich frage dich nicht danach, wo du bist. Ich frage dich nicht danach, wo du bist. Сегодня мы поговорим о том, как мы можем решить наши проблемы. Heute werden wir darüber sprechen, wie wir unsere Probleme lösen können. Heute werden wir darüber sprechen, wie wir unsere Probleme lösen können. Я хочу рассказать тебе о том, о чем я уже давно мечтаю. Ich will dir darüber erzählen, wovon ich schon lange träume. Ich will dir darüber erzählen, wovon ich schon lange träume. Я не сомневаюсь в том, что он это сделает. Ich zweifle nicht daran,
dass das machen wird. Ich zweifle nicht daran, dass das machen wird. Следи за тем, что говоришь. Achte darauf, was du sagst. Achte darauf, was du sagst. Он никогда не извиняется за то, что всегда опаздывает. Er entschuldigt sich nie dafür, dass sich immer verspätet. Er entschuldigt sich nie dafür, dass sich immer verspätet. Ты думаешь только о том, сколько денег ты сможешь заработать. Du denkst nur daran, wie viel Geld du verdienen kannst. Du denkst nur daran, wie viel Geld du verdienen kannst. Я рад тому, что мы скоро увидимся. Ich freue mich darauf, dass wir uns bald sehen werden. Ich freue mich darauf, dass wir uns bald sehen werden. Ты сердишься на то, что я тебе не звоню? Ärgerst du dich darüber, dass ich dich nicht anrufe? Ärgerst du dich darüber, dass ich dich nicht anrufe? Сначала мне нужно собраться с мыслями. Ich muss zuerst meine Gedanken sammeln. Ich muss zuerst meine Gedanken sammeln. Ich muss zuerst meine Gedanken sammeln. Мысль о несчастье огорчает нас. Der Gedanke an das Unglück macht uns traurig. Der Gedanke an das Unglück macht uns traurig. Дословно делает нас печальными. Der Gedanke an das Unglück macht uns traurig. Давай отправимся на экскурсию, чтобы у тебя появились другие идеи, другие мысли.
Lass uns einen Ausflug machen, damit du auf andere Gedanken kommst. Lass uns einen Ausflug machen, damit du auf andere Gedanken kommst. Lass uns einen Ausflug machen, damit du auf andere Gedanken kommst. Она полностью погружена в свои мысли. Sie ist ganz in Gedanken versunken. Sie ist ganz in Gedanken versunken. Sie ist ganz in Gedanken versunken. В этом городе много известных памятников. In dieser Stadt gibt es viele berühmte Denkmäler. In dieser Stadt gibt es viele berühmte Denkmäler. In dieser Stadt gibt es viele berühmte Denkmäler. Еще я сейчас учу португальский, потому что хочу поехать в Южную Америку. Ich lerne jetzt auch Portugiesisch, denn ich möchte nach Südamerika reisen. Ich lerne jetzt auch Portugiesisch, denn ich möchte nach Südamerika reisen. Ich lerne jetzt auch Portugiesisch, denn ich möchte nach Südamerika reisen. Чем же закончилась игра? Wie ist das Spiel denn ausgegangen? Wie ist das Spiel denn ausgegangen? Wie ist das Spiel denn ausgegangen? Мой друг и я ходим в одну и ту же школу. Mein Freund und ich gehen in dieselbe Schule. Mein Freund und ich gehen in dieselbe Schule. Mein Freund und ich gehen in dieselbe Schule. Я болел, поэтому я не был в офисе. Ich war krank, deshalb war ich nicht im Büro. Ich war krank, deshalb war ich nicht im Büro.
Ich war krank, deshalb war ich nicht im Büro. После еды еще был вкусный десерт. Nach dem Essen gab es noch ein leckeres Dessert. Nach dem Essen gab es noch ein leckeres Dessert. Обратите внимание, gab es – это gibt es. Es gibt – это есть, имеется. А здесь, если дословно перевести, после еды имелся еще вкусный десерт. Имелся gab, глагол geben, gibt, в прошедшем времени pretérito. Nach dem Essen gab es noch ein leckeres Dessert. Я припарковался неправильно. Из-за этого я получил штраф. Ich habe falsch geparkt. Deswegen habe ich einen Strafzettel bekommen. Ich habe falsch geparkt. Deswegen habe ich einen Strafzettel bekommen.